Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen eine physikalische Erklärung der Beschleunigungsformel geben. Zunächst sollten Sie wissen, dass in der Physik das Symbol für die Beschleunigung eine Buchstabe A ist. Unter Beschleunigung versteht man die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit. Da aber die Geschwindigkeit eine selbstständige Größe ist, die durch die Länge, also bestimmte Strecke, pro Zeiteinheit ausgedrückt wird, entsteht für Beschleunigung eine neue Formel a gleich s durch t Quadrat und wird meistens in Meter pro Sekundenquadrat ausgedrückt, besonders in SI-Einheitensystem, internationale Einheitssystem. Dazu gehören Sekunden, Meter, Kilogramm, Ampere, Kelvin, Mol und so weiter. Durch mathematische Umstellung der Beschleunigungsformel erhalten wir außerdem die Formeln t gleich Wurzel aus s geteilt durch a und s gleich a mal t Quadrat. Beschleunigung gehört zu einer Bewegung, das heißt, sie hat eine Richtung und ist damit eine vektorielle Größe. Eine Änderung der Beschleunigung liegt also auch vor, wenn sich bei gleichbleibender Geschwindigkeit die Richtung ändert. Im physikalischen Sinne gibt es bei Beschleunigung nicht nur eine Erhöhung, sondern auch Verringerung der Geschwindigkeit und damit auch nach Berechnung die Negativität der Beschleunigung. Ist die Beschleunigung gleich Null, bewegt sich der Körper weiterhin bei konstanter Geschwindigkeit in derselben Richtung. Der menschliche Körper kann aber durch Beschleunigung belastet werden. Sie kennen das Gefühl, wenn Sie Ihr PS-starkes Auto stark beschleunigen, wobei Sie gerade in eine Kurve fahren und zur Seite geworfen werden. Hier in diesem Fall wirkt die Erdschwerbeschleunigungskraft und Beschleunigung auf Ihren Körper. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!